En in 2. Petrus kapitel 1, Verse 12 tot 15, wies Petrus ab seinen Dood aan, want hij bald Christi Wahlen leiden wird. Bibel oder Historiker glauben, dass Jesus oder dass Petrus auch gekreuzigt wird und dass er dort nicht für Gott fang, so gekreuzigt zu werden als Jesus Christus, also befuhl er, dass er wird leider werden, erste Kap gekreuzigt worden. So, Historiker glauben, dass er erste Kap gekreuzigt wird und so sein Leben für Jesus gab. Und wir können annehmen, wegen Petrus das geschrieben hat, dass das seine letzte Brief war, wahrscheinlich, und dort Vers 18 dann von unserem Text, vielleicht seine letzte geschriebene wird werden. Okay, so mit dem im Sinn, weil wir dann Vers 18 weiter lesen. Und dort sagt hier über Wurst und Gnut und Erkjantnis und unseren Herr und Heiland Jesus Christus. Wenn wir würden uns selbst fragen, okay, wenn ich bloß ein paar Wörter noch schön durchschreiben können, meine letzte Wort, was ich noch schreiben will, für andere Menschen nur dem zu lesen, was würde ich noch schreiben? Und für Petrus will er diese Wort für uns schreiben. Er sagt, Wurst und Gnut und Erkjantnis und unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. So für uns wir diese Wort sehr wichtig wird. Und die sagen für uns als Kinder Gottes von der und auch wichtig wird sein. Und von der Mal ist mit Gottes Hilfe, wo wir als Kinder Gottes in Christi Gnut und auch in Christi Erkjantnis wachsen können. Erstens, wo wir betrachten, was Petrus damit meint, dass wir in unserer Erkenntnis von Christus wachsen sollen. Wenn ich von Erkenntnis reden will, was meint das Wort für Hebs? Was ist Erkenntnis? Wer Lüder? Erfahrenheit? Ja, was noch? Understanding. Is that what you said? Ja, understanding. Ja, Worte verstehen, right? Das ist Erkenntnis. So, wenn wir von Erkenntnis von Christus lesen, dann ist dann unsere Erfahrungen mit Christus oder unser Verstehen von Christus, was wir von Christus weiten tun. Sei gut. Und Petrus fängt in den zweiten Brief mit der Wort 2. Petrus 1, Verse 2 bis 3. Der lese ich die 2. Petrus 1, Verse 2 bis 3. Er sagt, mocht je immer mehr Gnut und Frieden kriegen, dadurch, dass die Gott und den Herrn Jesus Christus nur kennenlernen. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt oder alles gegeben, was wir zum Seilig waren, in ein fremdes Leben bringen, dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns so viel Gute zukommen leid, dass er uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berauben deit. So, das zeigt uns, dass wir als Christen durch die Erkenntnis Christi alles kriegen, was uns fehlt, um seilig zu werden, und auch ein fremdes Leben oder ein heiliges Leben zu führen. Und Paulus, so dort wie Petrus ihn wird, nie weil wir Paulus ihn wird betrachten. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8, wer mitlesen will, wo ich weiße Verse aus Philipper für uns lesen. So erstens Philipper 3, Vers 8. Ich lese Philipper 3, Vers 8. Er sagt, mehr als dort, ich sei all dort an als Schuden, wenn ich dort damit vergleich, wo eben alle Maßen viel wird, mir dort ist, dass ich Christus Jesus als meinen Herrn kann. Wie es ich Christus Gott sei ich dort alle an als Schuden und als Dreck, und weil nur Christus hier waren. So, was Paulus hier sagt, ist, dass obwohl er Fehler hat im Leben, worüber er sich prahlen kann oder stolz sein kann, zum Beispiel seine Erziehung, right? Seine Ausbildung, seine hohe Position, was er mal hat unter den Juden, wie er wahrlich dort alles zu verluten, alles zu siedeln, alles abzugeben, dort mehr von Christus lernen können. Erstens Christ werden können und dann mehr von Christus lernen können. Er sagt, dass alles, für was schwingt, im Vergleich zu was Jesus Christus am geben will.
Und dann sagt er an die Verse 10 und 11, so Philipper 3, Verse 10 und 11 sagt er nach der Tau, Philipper 3, 10 und 11. Ich will diesen Christus kennenlernen und die Kraft, durch die er vom Tod abstund. Ich will mit seinen Lieden, was Tod bekannt worden, und so mit ihm im Tod gelegt worden. Ich möchte durch Hand kommen, auch vom Tod abzustehen. Also hier sehen wir, dass der Erkjantnis Christi die Erkjantnis von der Erlösung ist. So der Erkjantnis Christi enthält viele Wahrheiten in Gottes Wort. Und je mehr wir über die Schrift weiten oder verstehen, je mehr wir über Christus lernen, wer er ist, was er für uns tun will, wo wir leben sollen, wo wir Jesus Christus leben sollen. So je mehr wir über Gottes Wort kennen oder über Gottes Wort weiten, je mehr wir von Jesus Christus lernen. Wegen Christus in das Wort Gottes eins sind. Wo weit wir dort Gott oder dort Jesus mit Gottes Wort eins sind? Geht das, was in der Schrift steht? Meine Gedanken gehen kurz in Johannesbrief. Johannes 1, Vers 1. Nicht? Was sagt das da? Aus alles Anfang, wie dort wird, und dort wird wie bei Gott, und was Gott wir dort wird. So, hier sagt dort Gott wir dort wird. Und dann am 14. Vers sagt er nach der Tau, Johannes sagt, Vers 14, und dort wird Wort. Fleisch. Dort wird Mensch. Und wohnt mang ans. Jesus Christus. Und wir sagen, wo herrlich wir, eine Herrlichkeit, so als ein Vater seinem einzigen sehen, der Jeft voll von Gnut und Wahrheit. Gnut und Wahrheit. Hier sei wie diese zwei Dinge waren, right? Wovon Petrus am Anfang geschrieben hat. Gnut und Wahrheit. Oder Gnut in der Erkenntnis von Christus. In Jesus Christus, wir voll beides. Jesus Christus ist dort Wort Gottes. Jesus zu kennen, ist sein Wort zu kennen. Aber wo können wir an der Erkenntnis von Gottes Wort wachsen? Was würden sein, bloß Bibel lesen? Das stimmt. In Erkenntnis von Gottes Wort zu wachsen, mein Part ist dort wie Gottes Wort weiten, nicht? Right? Was die Bibel sagt. Aber ist dort genug? Können wir Gottes Wort hören, können wir Gottes Wort lesen und dort reich verstehen jedes Mal? Bloß über ans Salz? Du fehlt noch Wort, right? Uns fehlt eine Lehrer. Einer, der uns unterrichten wird, so dass wir sein Wort reich verstehen können. Und das bringt uns zu was Paulus in 1. Korinther 2, Vers 10 sagt. 1. Korinther 2, Vers 10. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns hat Gott dort weiten luten durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Wie aus der Geist forscht alles nur, sogar Gott seine tiefsten Geheimnisse. Und du sagt er nach in der Verse 11 bei 12, einzig Gott sein Geist, weit wird Gott denken und wird Gott feilen wird. Wir haben nicht diese Welt ihren Geist gekriegt, aber den Geist, der von Gott ist. Und durch diesen Geist weit wie, was Gott uns gegeben hat. So der Heilige Geist hilft uns, die Schrift zu verstehen, wie es der geschrieben ist von Gott sein Wort. Merkst du das nicht? Wenn wir was verstehen wollen, zum Beispiel, wo ein Ding geschaffen wird, ich meine, der Manual zu lesen ist fern, aber das wird uns nochmal helfen, die Menschen zu fragen, die das gemerkt haben, nicht? Das hilft mir viel doller, als irgendein Buch zu lesen. Und mit Gottes Wort ist so korrekt so, Gottes Wort ist fern, aber wir machen auch die Schreiber fragen, Hilfe, dass er uns helfen wird, sein Wort reich zu verstehen. Und das ist, was Paulus hier sagt. Petrus sagt in 2. Petrus 1, Verse 20 bis 21. 2. Petrus 1, Verse 20 und 21. Erstens muss die dort verstehen, dass keine schriftliche Prophetie wird es, dass einer sich selbst utleicht, wie Prophetie es nicht wird, dass ein Mensch sich selbst utdenkt. Dort wird der Heilige Geist an diese Menschen,
die ein Jäuf, was sie von Gott reden sollen. So dass wir Gottes Geist, der durch diese Menschen schaffen wird, und angeben wird, was sie handschreiben sollen. Deswegen habe ich Gottes Wort, oder die Bibel von dir. Und das ist einmal der Heilige Geist, der unser Verständnis von Gottes Wort aufmerken wird und aufdecken wird. In Vers 15 von unserem Text, 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15, du so sagt Petrus, dort auch die Weisheit, die Paulus hat, Gottes Wort recht zu verstehen, hat er von Heiligen Geist gekriegt. Am Wort dort gegeben, sagt dort. All Paulus in der Verständnis, was er hat, wird am gegeben. Und wenn der Geist, der schrieben ist von Gottes Wort, dann machen wir als Lehrer haben. Wir wollen haben, dass er uns richten soll. Entweder wenn wir das Wort Gottes sind, zum Beispiel wenn Gottes Wort gepredigt wird. Und deswegen beten wir viel am Anfang, wenn wir top kommen, dann Gott, help uns, dein Wort reich zu verstehen. Help die Prediger, dein Wort reich üterlein. Help die Sinnerschulierer, dein Wort klar und deutlich die Kinder zu bringen. Wenn Gottes Wort nicht reich gebracht wird, nicht klar ausgelegt wird, dann hast du Gefahr, dass die Menschen das nicht begreifen wollen. Oder eine Lehre kriegen oder abhuten wollen, was nicht wirklich an Gottes Wort steht. Und deswegen schaut sich das so sehr, wenn die für uns beten, dann, für mich beten, dann, für diese Nachschullehrer beten, dann. Das fehlt so nötig. Dass wir die Gebete haben, dass Gott uns wiesen wird, wo wir sein Wort verstehen sollen und wo wir dort verkündigen sollen. Die Schrift sagt uns auch, dass der Heilige Geist Menschen braucht, um andere zu helfen, in ihrem Verständnis von Gottes Wort zu wachsen. Hast du ein Beispiel aus Gott sein Wort, wo Gott jemand gebraucht hat, um andere zu helfen, sein Wort reich zu verstehen? Oder um sein Wort andere Menschen betiteln zu machen? Well, meine Gedanken gehen nach Philippus. Uit Apostelgeschichte Kapitel 8. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wo der Heilige Geist den Apostel Philippus zu einem äthiopischen Schatzmeister brach, der aus dem Buch Jesaja los. So sei wie, er holt Gott sein Wort. Er los das durch. Und er kann das nicht verstehen. Am fehlt Verständnis. In Philippus früh und das lese ich aus die Verse 30 bis 31, in der Apostelgeschichte 8. Verstehst du auch, was du lesen das? Und er sagt, wo kann ich, wenn mir dort keiner ausleicht? Und er lädt Philippus an, nachzustehen und sich bei ihm durchzusetzen. Vers 35. Dann fängt Philippus gleich mit der Schriftstelle an und predigt ihm das Evangelium von Jesus. Krieg dort, was diese selbst gelesen hat. Krieg fängt Philippus an, Gott sein Evangelium zu verkündigen oder beizubringen, was das meint. Und so sei wie, wo der Geist Menschen brücken kann, die vom Geist gelehrt wurden, um andere zu helfen, die Schrift zu verstehen. Wenn wir in 2. Petrus 3, Vers 16 blicken, dann 2. Petrus 3, Vers 16, 2. Petrus 3, 16, dann lesen wir, wo Petrus über Paulus in der Brief Folgendes sagt. Und ich schätze zu sagen, dass Petrus diese Wort ans jaft. Er sagt, viele davon, was Paulus geschrieben hat, als schwer zu verstehen. Ich glaube, dass diese Wort in Gottes Wort sind. Manchmal jaft er doch, was Schriftstellen, was für uns als Menschen schwer zu verstehen sind. Right? Die Hauptwahrheiten aus der Bibel sind sehr leicht zu verstehen. Jesus sagt, sogar kleine Kinder kann die begreifen. Zum Beispiel, wer Jesus ist, was Jesus für uns zu tun hat, wo einer sich bekehren kann. So eine Wahrheiten sind ganz einfach, ganz leicht. Und die ganz meisten Menschen, die sich Christen nennen, dann würden nur über reinstimmen, über was diese Wahrheiten sind und so weiter. Aber doch gibt es gewisse Dinge aus Paulus seiner Brief, was schwer zu verstehen sind.
Und wenn einer der verschiedenen Kirchen wird, zum Beispiel der eine hat Kopftücher, right? Und der andere, in einer anderen Kirche sagen sie, dass früher ist absolut nichts an die Kirche da unten sein, okay? Und der andere hat dort ein Jahr. Das sind meistens Dinge, die Paulus in der Brief, right? Paulus hat über Kaptiker gepredigt und geschrieben. Er hat über frühes geschrieben, wo sie sollen sein und wo sie nicht sollen sein. Er hat dort ein Jahr. Und Petrus sagt, was er geschrieben hat als Reich, über jemanden dort Reich verstehen. Und welche Dinge sind schwer zu verstehen. Und welche Dinge, wenn wir nicht abpassen, dann kann Kinder Gottes ut neun Rieden spielen. Und das ist nicht, was Gott will. Gott hat, wie viele Kirchen? Ein. Du hast nur ein Körper Christi und alle, die bekehrt sind, die hier in der Tau. Welche Dinge sind schwer zu verstehen? Und das ist okay. Die sind schwer zu verstehen, aber Petrus sagt nicht, dass die unmöglich zu verstehen sind. Wir können die reich verstehen, wann Gott uns helfen wird. Wenn wir die reine Wunsch haben, die Geheimnisse aus Gottes Wort zu lernen, wird der Jesus uns helfen, wenn wir um Hilfe fragen tun. Und Petrus schreibt dann von einigen Menschen, die eine Gefahr für die Gemeinde sind. Und das sagt er in Vers 16, er sagt, die Eierlieder und die Lichtfahrt, die verdrehen diese schwere Strafstehen, die eignet verdorben, gerade so als sei die Straf auch ab anderen Städten verdrehen tun. Und diese Lehrer wurden als Eierlieder beschrieben. Aber das bezieht sich nicht auf ihre Ausbildung. Das meint nicht, dass sie wenig Schule gehabt haben. Wir weiten, dass eine Person nicht hoch ausgebildet oder viel Schule geholt haben, um Gott sein Wort recht zu verstehen zu können. Oder machen wir erst eine Uni oder eine College, wie Gott sein Wort verstehen kann. No, das ist nicht nötig. So ich sage, viele von den Wahrheiten in Gott sein Wort sind ganz klar und deutlich zu verstehen, sind ganz leicht zu verstehen. Und wir weiten, dass die Wasser von Jesus seine Jünger auch sehr wenig Schuld hatten. Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte 5, Vers 13, wird uns gesagt, wo die jüdischen Lehrer sagen, wo mutig Petrus und Johannes wären, und dann sagt er, und dort sie alle Schulden, je weinen, je Menschen wären. Der eine, was tut Petrus für seine Arbeit? Was wir haben? Die werden actually bad. Fascha, nicht? Und sie wunderten sich eben an, und dann warten sie an, dort die Viren, mit wem taub je was? Mit Jesus taub je was. Liebe Geschwister, das wird uns fehlen wird. Right? Um Gott sein Wort reich zu verstehen, müssen wir mit Gott taub sein. Müssen wir mit Jesus taub sein, müssen wir mit der Herr Jesus taub sein. In Amfrei und Halb, in Verständnis, in Erkjantnis. Und wenn sie wissen, dass sie mit Jesus taub werden, dann wir an dort deutlich, woran diese zwei so viel über Gott sein Wort wussten. Wie sie mit Jesus taub werden. Diese falsche Lehrer, wenn Petrus hier erwähnt, wurden als Eierlieder beschrieben, wie sie nicht das rechte Verständnis über was Schriftstellen hatten. Der Geist Gottes hat ihr Verständnis noch nicht aufgedeicht oder nicht ganz genug aufgedeicht. Und das sagt ja, wir sie leichtfertig werden. Und vielleicht hatten sie weise Aufsagen oder arene Motive, woran sie Gottes Wort predigen deuten. Und dann sagt es hier, in die Schriftstellen, die sie reich haben können begreifen, haben sie verdreht. Mit Flied verdreht, sagt Petrus, um Menschen von den reinen Wahrheiten weich zu lagen, weich zu leben. Dadurch vierten sie Säulen ins Verdorbene, sagt Petrus. Und Petrus sagt dann am 17. Vers, über wie es je leider fremd, das am verrückt weiten, dass es so eine Lehrerschaft, sieht versachtig
Post ab, sagt er, dass ihr nicht durch die ruchlose und ungehorsame Irrtum mit Antaubt verletzt worden und ihren eigenen Grund verlieren. Right? Wir bühen ab Jesus Christus. Ab sein Wort. Und Petrus sagt, wenn wir nicht abhosen, dann wenn wir eine all diese falsche Lehre horchen, dann verlieren wir diesen Grund, was Jesus Christus sagt. Und diese Worte wird nicht bloß für uns geschrieben, dass wir uns vor Irrtum schützen sollen, das soll uns auch ermutigen, andere Menschen zu helfen, was halb fehlen. Gott sein Wort zu lernen oder zu bringen, andere Menschen zu helfen, Gott sein Wort reich zu verstehen. Und manchmal sagt Gott Menschen in unserem Weg, die halb fehlen dann, um was Bibelstellen zu verstehen. Und das war, ich denke, an Philippus, right? Der wie ein Missionar, und der schafft in der Arbeit, und dann auf einmal nimmt Gott am von der Weg, wo wir, und dann sagt er zu ihm, niemals die dort gehen, du hingehen, und du wirst einer sein. Ein einzelner Mensch. Und am Feld halb, mein Wort reich zu verstehen. So, ich werde die nu von hier wegnehmen, wegen es am Feld halb. Und Philippus halb könnte am helfen. Und wer weiß, was diese Äthiopier in sein Land dann alles halb könnte unter Gottes Kraft. Right? Und manchmal will Gott ansprechen, um anderen Menschen zu helfen, sein Wort reich zu verstehen. Und er bringt, oder er sagt, was die Menschen in unserem Leben, die wir helfen sollen. Und andere wollen vielleicht Fehler in ihrem christlichen Wandel merken und wollen Treuweisung fehlen, um weiter auf den schmalen Weg zu kommen. Wo können wir so einen Menschen helfen? Durch die Gnade Christi, liebe Geschwister. Erkjantnis als Fan, und wichtig, Gnade, Jesus in Gnade ist auch gleich so wichtig. Deswegen sagt Petrus, er sagt erst, wost en Gnade, und Erkjantnis und unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Gottes Wort als ein starkes Gerät oder Gerätschaft. Gott sagt zum Beispiel in Jeremia 23, 29. Jeremia 23, 29. Als mein Wort nicht so aus ein Vier und so aus ein Hummer, der Steinen verbirgt, sagt der Herr. Und dann in Hebräer 4, Vers 12, wird Gott sein Wort als Wort beschrieben. Wer weiß? Ein doppelt schniedende Schwert. Ja. Er sagt, Gott sein Wort lebt und ist kraftig und scharfer als das schärfste, doppelt schniedende Schwert. Und schnitt durch, bei das Säul und jes ut neindeilt, und Glieder im Markt frei leicht. Dort wird rechte Gedanken und die Anstellungen am Hort. So wie kann der Erkjantnis Christi haben, der doppelt schniedende Schwert haben, und Hummer haben, right, was mächtig und kraftvoll ist. Und über, möchten wir Gnade haben, um Gottes Wort so zu bringen, so dass Gottes Recht gebüht wird und nicht durchgebrochen wird, right? Wenn wir nicht abholen, dann können wir mehr Schulden bringen mit Gottes Wort als halten. Und das so sei, legt jemanden, der jetzt gehalten fehlt, noch wieder auf von Gottes Wort weichzuschieben, wann uns Gnade und Life für die Person fehlt. Sagen vielleicht hostig, Tim, du bist artig. Das stimmt lang nicht, was du sagst. Right? Wir sind besser als was du bist oder was die sind oder was immer das ist. Das ist so leicht, Menschen von Gott sein Wort noch wieder auf weichzuschieben. Anstatt ihnen zu helfen, nur nach Gott zu kommen. Und deswegen sagt Paulus in Galater 6, Vers 1. Galater 6, Vers 1. 6, Vers 1. Brüder, wenn die einmal wem du betrafen, dass er sich versündigt, dann sei je, dass je jästlich sind, dem freundlich und leichthaltig halten, im Post ab für die Salz, dass die nicht auch versagt warst. Wo habe ich versagt worden, weil wir Menschen halten da? Was meint dort?
Gleich wie haben das Antwort nie sind über Säuerstall von der Smars. Ja, sei gut. Wonach? Kann er erstellt werden? Wenn wir andere Menschen reichwiesen tun? Das weiß ich doch nicht. Er sagt, du das leichtelig und freundlich, aber pass ab. Wenn die nicht abpassen, dann kann ich gestellt werden. Und glauben, dass die besser sind als andere Menschen. Und wir müssen abpassen. Wir sind andere Reichwesen, helfen, aber wir müssen abpassen. Wie kann der Erkjantnis Christi haben, aber wir müssen auch Jesus in Gnade haben. Salomo sagt in Sprüche 15, Verse 1 und 2, eine gelinde Antwort stellt den euer, aber ein hartes Wort rät dem euer. Die Weise ihrer Zunge merkt die Lier untreibend. Wie jemand meine Freund mit Honig als mit Erik, nicht? Das wird in Englisch gesagt. Wo verbreiten wir Gott sein Wort? Die schöne Harmonie zwischen Erkjantnis und Gnade ist auch in Epheser 4, Verse 14 und 15 zu finden. Epheser 4, 14 und 15, wo Paulus sagt, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verledenen Menschen ihre Lehren ausschmieren luten, und so ist die Wahlen vom Wind Hahn und her geschmeten worden, durch ihre Irrlehren, womit sie die Menschen verleden, wie man in einem Leifteilchen jest die Wahrheit verbreiten. So, wir müssen selbst abpassen, dass wir nicht verletzt worden, und dann mit einem Leifteilchen jest müssen wir Gott sein Wort verbreiten. Wir müssen in alles abpassen, sagt er, in Christus ähnlich worden, der uns Kopf ist oder Haupt ist. So, wir sind berufen, die Wahrheit in Gnade und Leib zu reden, sodass der ganze Körper Christi gebüht wird. Und Petrus wisst aus seinen eigenen Erfahrungen, wo wichtig Gnade ist, wenn er andere korrigieren darf. Und er ermahnt uns, an der Gnade Christi zu wissen, wie es er persönlich Christi gnädigliche Treuweisung selbst belebt hat. Meist einmal. Aber als Jesus seine Jünger am Verrüt sah, dass sie ein Tag am Ola verluten wurden, und vor Petrus an, und das lese ich aus Matthäus 26, Verse 33 bis 35, Matthäus 26, Matthäus 26, 33 bis 35. Petrus antwortet an, wenn die anderen auch alle sich über die euren, ich war nicht. Und Jesus sagte am, ich sei die, nicht je, ich sei die Wahrheit, alle die Hohen diese Nacht kriegen wird, was du mich all dreimal verloren hast. Und Petrus sagte an, und wann ich mit die sterben mag, ich werde die nicht verlieren. Und so sehen die Jünger alle. Und als die Bibel lesen, weit wie, dass Petrus Jesus doch dreimal verloren hat. Und wo schrecklich muss er nicht gefällt haben, dass er das getan hat. Aber Gott sei Dank, der Gnade Christi, wir am nachgünstig bei. Der abgestohlene Jesus begegnet am Petrus und auch der andere Jünger sei Tiberius. In Johannes 21 lesen wir davon. Und durch Jesus, Petrus, wo viele Gelegenheiten, sein Leben für Christus weiter zu wiesen? 3-mal. Wie viel Mal hat Petrus verloren? 3-mal, right? So nicht durch Jesus 3 Gelegenheiten, diese Sache reich zu merken. Und als er zum 3. Mal Petrus, der früher war Petrus ganz traurig. Und er sagte, Herr, du weißt alles um. Und du weißt, dass ich die Gott sehe. So, dass wir durch Jesus in Gnade, dass Petrus eine Lehre, wie alles mit seinem Herrn reich zu merken. Und kein Wunder, dass Petrus die Christen dann ermahnt, an der Gnade von Christus zu wissen, er hat Christi Gnade selbst belebt. Und seine letzte Wort, was er vielleicht jemals geschrieben hat, ermahnt er uns, an Jesus seine Gnade und Erkjantnis zu wissen. Das ist so sehr wichtig, dass wir Gott sein Wort kennen, liebe Geschwister. Aber uns fehlt auch Gnade, wann wir sein Wort verbreiten, wann wir andere Menschen tragweisen, dass du auch Gnade hast. Wenn es wann nicht, dann halt wie keiner. Dann schieben wir noch wieder auf von Gott und von seinem Wort.
Ich will in Christus in Gnade in Erkjantnis wachsen. Und das ist mein Wunsch für uns alle.